Eerst had ik de Nivakles gesproken en 3 jaar ganz geleerd. En dan kwam de nächste weer aan de Guarani gesproken. Vandaag zit ik hier beim Alten Viertel in Nederland en zie hier met bij Hans Eitz te bezoek. Ja. Dankzij Onkel Eitz dat ik hier darf mal bezitten. Ja. Kan ik vragen hoe oud je bent? Ja, het is 81 jaar. Aha. En de vrouw is voor staat ze 3 gestorven? Voor 7 maanden, ja. Voor 7 maanden. Ja. Zo, Onkel Eitz, je was zeer lang missionair. Die sind aber in Paraguay abgewachsen und zur Schule gegangen? Ja, ganz korrekt. In de Zentralschule daar gegangen? Ja. En wo had je dat verlangen gekregen mensen te helpen oder zijn er wat een andere spraak reden? Wo had je dat verlangen gekregen, dat te doen? Wat ik zei, zie je in mijn jugendtijd, we gaan hier de tijd waar ik kwam van Philadelphia, toen naar Canada. Van Canada kwam ik terug naar Asunción, alleen. En daar heb ik dan veel bij Paraguay geleerd. En de arbeid heeft me met een zeer goed gewonnen. Wat deed je in Asunción? Ik studeerde als leraar. Als leraar? Ja. Spanisch alles? Dat is alles Spanisch, ja. Dan moest ik in 2 weken Introductie maken. Oh. En dat schaf is. Eerst halt met het Spanische, met het Engelse en het Engelse met het Spanische. En zo had ik dan 3 jaar in de school gewonnen. Dan in 66 mijn eerste leraar weer. Wo wist u dan leraar dan nog? De Albert Schweitzer school heb ik moet aangevangen. Ah, oké. Ja, en dan vandaar is het verder gepland. En zo eigenlijk hier naar Chaco en Yalasanga komen. Er zijn veel leraars met een titel. Kan dat niet, wenn dat niet hadden, dan wordt dat niet aangenomen. Van de Schlussexamens, die moest immer van een leraar abgesteld zijn wat de titel had. Ja. Mm-hmm. Ja. En zo, wie heeft die dan hier aangelakt naar Chaco? Nou, dat Ernst, die zei dat ze brachten leraars. Hij was de eerste dat een titel daar hadden. Dan moesten wij naar Zastje zullen komen. Wo wist u dan in Philadelphia leraar? En Verdenheim, maar dan Kalnier hier? In Verdenheim is ik plus. Dan Yalasanga is 8 jaar geweest. Ja, en 1 jaar daartussen. Nog 5 jaar nog maar 16. Oké. In de school. En bij Yalasanga dat we dan alles Spanisch? Ja, alles Spanisch. Maar daar werden toch veel Schüler wat anders reden? Nou ja, die moesten nu alles Spanisch leren. En de Guarani reden, die moesten op hier de Guarani te reden, die moesten Spanisch leren. Spanisch reden. Aha. Zo, daar hast u dan 8 jaar zitten? Ja. 8 jaar bist du da gewesen? Ja. Aber du hast dann auch immer den Wunsch, an eine Mission zu gehen. Ja. Und du hast dann eine andere Sprache auch noch gelernt. Wo kommt das? Ik heb geleerd, Paraguay, wat am Sonntag, namiddag, een vario ramje en mensen bezochten en verzochten voor de Jezus te gewinnen. En ik zal metkomen om een compañero te hebben. En dan dacht ik eenmaal zo half 10 stunden dat ik de beste metkomen. En dan zei ik wil niet meer metkomen. Dan zei de Paraguay, wenn du nicht mitgehst, dann verrät uns die Menschen lebendig ab. Ja. Das heißt, aber die haben Respekt für die besten Rubio. Ja. Und da kommen die Gedanken, wenn ich doch mal die Sprache reden kann, habe ich nicht gedacht, dass das noch wörtlich geworden wird. Das ist dann Lothar gekommen. Ich habe dann hier das Lehrerdiplom erstellt, dann ist in Yalasanga dann 8 jaar leraar geweest. En
En daar komen de nieuwe kleden komen dan naar mij. Vroeg me of ik wil missionair worden. En dan zei ik, ik kon je spraak niet, wat leef je? Dan zei ze, zij wilden mij alle helpen. En mijn broer Ernst had aangezegd, ik heb proberen gewoon. Of hij deed het dan. En dan zei ik, en dan daarop aan, die anderen bij mij geweest waren, dan zei ik, dacht ik, dat wordt nog steven. Maar die wil voets met vooruit naar Bad Philadelphia gedaald. En dan zei ze zullen met mij maar reden, of hij niet wilde missionaris zijn. Dan deed ik. Dan zeiden we het heen, en ze gaat scharten, die komen naar mij. En eenmaal heb ik nog het hoofd heen, daar met. En die hebben me dan zeer moed gemaakt, ik zal dat dan wist. Je het heen weer te schwer alleen. Dan heb ik we hebben tijd naar een school weer. En dat is al een Campo Alegre. En Campo Alegre is ook 4 jaar geweest, ja. Ah, oké. Ja, Nieuwakle. De andere spraken die vallen me niet zo als Nieuwakle en Guarani, wat Guarani kreeg nog heel meer impulso gezegd. En Pedro Peña, daar zijn de Guaradios, ja. Ja. Het zit erin, ik kon er spraak niet, maar ik kon lezen Guarani. Dan zal ik dat maar doen. Als ik dat de eerste avond had, zei ze, muy bien, we willen maar wieder maken, ja. Het zal maar wieder komen. Dat heb ik dan gedaan. En dan door eerst had ik de Nieuwakle spraak en 3 jaar ganz geleerd. En dan kwam de nächste weer aan de Guarani spraak. Dat had ik immer steeds beschreven. Itagua, San Isidro, oder in Diez Leguas. En er zijn verschillende stellen waar ik dan aangekomen ben. Du sagst, in die anderen würde die alle helfen. Wo hast du ihn dann wirklich verständigt? Du hast die kleine Schulbench gedreht am Nieuwakle zu lernen. Dat du einmal bloß aufhorchen von denen, fragen, wo wird das Wort gesagt, wo wird Jan Wort gesagt, oder wo kommst du da so leicht näher? Bist du leicht lehrlich? Dat hadden mensen die zeiden, ich habe gute Sprache leren. Ich selbst wist dat nicht, aber Onderhoud vastgesteld. De Sache, de Nieuwakle hebben mij wirklich geholpen. Er sind viele von der was meine Schüler gewesen wären, die wären nu al erwachsen. En met de chand mij, de chand aan, hadden we een groot verhältnis miteinander. En zo die mochten zich mij immer sehr mit, zo wieder machen. De Nieuwakle die stonden dat je zo van de spraak geleerd had, Dr. Trudy Hibbert zei, Hans, ist dir ein Wunder passiert, dass du hast der Sprache all geleerd? Nein, ich habe einfach geäft. Jeder Weg, 3 Tage Stanzia, da ich las, was ich in Teils vorher schon, dann fuhr ich nach Campo Alegre, dann las ich einem dafür. Zum Beispiel ein, wo sagt, wo Finsternis, sagt man, durch die Tag, so sieht es, durch die Tag. Ja, sie sagt, dann nochmal lesen. Zij moet toelichtdag. Ah ja, ze zullen me corrigeren, maar niet falsch reden, dat het recht was. Dan had ik me dit boek in de fop, en dat ik immer opschrijven kon. Dan mir fängt immer beter te gaan, aanvankelijk dacht ik zo, dit spraak waar ik was handje, wat zal ik dan doen, want een fracasso is. En ik had gedacht, de familie moet zich verzorgen. Aber dat heeft Allah geschafft, Gott heeft me geholpen, dat ik dat leren kon. En 3 jaar heb ik Handel gereed. Du bist dann nachher auch angestellt worden als Missionar von Gemeindes oder von der Knie oder was? Ja, dat kwam der Indianen. Ja. Okay. Also dat ging über de Nieuwakle hadden de initiatieve. En dan de redden Indianen, ze zullen met mij reden. Die kwamen dan ook een reden met mij. Dan had ik dat aan toe gezegd.
Ja. Bist du mehr an der Stadt gewesen oder bist du auch irgendwo auf dem Fletch, hast du da auch gewohnt? Gewohnt habe ich in Campo Alegre, da ist nicht Alvestanga. Also da sind ich noch 8 Jahre gewesen. Und hier in Campo Alegre bin ich 5 Jahre Lehrer. Okay. Wie lange hast du dann die Arbeit getan? Misschien noch ein Jahr, die nieuwe Kleidern? Da sehe ich eigentlich, für 20 Jahre in der lichten Indianern. Und dann kam einmal ein Minister, der sagte mir, das ist Ernst Nieveld, der von Irland. Der sagte, ich will mal per penja in Chortbuur. Na, ich sage, ich habe kein Geld im Moment. Sein Projekt kann ich sowieso jetzt sehr weit auf. Na, sag ich da, wenn es um Geld geht, dafür war ich mir einsetzen. Die bloß mir sitzen und die Menschen, die das beletten, dann wird es alle wahren. Dat was so mehr von deinen letzten Arbeiten da? Ja, das war von der letzten Arbeit, ja. Dann noch die, also ich fuhr inzwischen, was ich 65 war, dann fuhr ich noch Sommerfeld in Kaguasu und habe dann dort unsere politische Minister dann nach China gelehrt, ja. Und habe mir, wir haben sich da gehört, 3 Jahre in Sommerfeld und nachher, dann kam ich trainen in Licht Indianer, war da für 5 Jahre. Okay. Und da fuhr dann nachher mal trainen aus Barstool in Kawasu. Da hat dann meine Freunde hat ja immer dann geschafft. Und die Menschen wären sehr mutig frei, dass wir gekommen wären. Ja. So, kan je zeggen dat er nog touwtjes zijn, wat die Tjane van Sommerfeld en van de Jeento van Kaguasu zijn. Wat woest u aan de mensen nog Tjane metgeven? Wat heeft die am besten gegaan? Ja, als de arbeid bij de Paraguayer en die Slavers en de omgeving waar we rammen gefahren zijn, in de Aufteilungen. Die hat mich sehr gut gewonnen mit Nivakle, da hat dann wirklich das Empfinden gehabt, dass wir in der Arbeit, wo Gott mich brauchen wollen. Das mir mit der Nivakle so wichtig, dass ich will die Sprache ganz lernen und richtig lernen, dass ich Gottes Wort nicht verdrehe. Das mir ganz wichtig, dann gerade bei der Nivakle. Das wir einmal ein intensives Studium für 3 Jahre. In der Arbeit bei der Guarani ist, dass ich immer hier ein bisschen, da ein bisschen, dort ein bisschen. So. Ich habe immer Kontakt gehabt mit denen, aber die Sprache habe ich noch nicht ganz im Griff. Aber sie sagen, was das nur noch lernen. Ich sage, ich will die Sprache noch mal ganz verstehen. Und ich war mir daran bemühen. Ich habe noch Kurse gegeben. Nivakle en Guarani. Wat dan vreesde die al op dem Himmel, dat die door alle gesproken wordt, ganz perfect reden kennen? Nou, dat ik dacht, ik zei, wat wordt mij Himmel zijn bijschapper, Juan. En dan ik zei, Pora, en dat is de spoos, ja, maar ik zei, zo de. Wenn die Nivakle mir nie sein, weil ich sehe, da nicht mehr schwimmen gehen, langsam gehen, dass ich nicht anfalle. Dann sage ich, gut sagen, Juan. Ja, Juan ist alt geworden, ja. Aha. Ja, ich sage, das hat alles langsam. Aber ich freue mich, dass das nur nicht mehr sehr weit ist, mein Wasch. Da Jesus mir vertraut, und er sagt, kommen. Dann kommt ihr hier ran, ja. Das wurde sie dann, das ist vorab gegangen. Und viel, was ich das Evangelium gebracht habe, in das Bibelstudium, die 20 Jahre, die haben mir geholfen, dass ich in ihrem Leben viel besser nennen kommen kann, weil ich immer mit Bibelstudium. Ja. Gut. Ich möchte mich sehr bedanken bei dir. Ja. Dan wens ik je alle goede wieder. En dat hoop je haft dat ook
gefallen. Ja.